Ihr seid vielleicht... Mann! Grüß euch, ich bin's, die Erika. Die Domina vom Lande. Aber echt, ihr seid ja auch auf dem Partnertausch. Das ist doch der Partnertausch, oder? Wer nimmt's gesagt, das ist das mein Partnertausch. Und ich tausche so gern. Ich tausche die Schuhe mit meiner besten Freundin, dann tausche ich Bilder mit Krampf und ich stehe geil aus. Wo ist uns? Ui! Und einmal habe ich meinen Mann, den Wirs, mit Ignaz vertauscht. Aus Versehen, da war er böse. Aber von dem Tausch ist sogar die Männer und du. So, wo ist er jetzt? Der Schicke, ha? Jesus. Warten Sie alle für? Na servus, der hat was zu tun. Hey, du, genau. Hast du schon tauscht? Oder ist das immer noch dein Mann? Ihr schaut nicht so frisch tauscht aus. Also ich darf an dem tauschen. Schau, hast du den da hinten schon gesehen? Der schaut gut aus. Ein bisschen blöd vielleicht. Ja, aber das ist für sowas eh besser. Wirklich Wahrheit, das ist wie wenn man sein Mann gegen einen Vibrator tauscht. Der eine kann besser decken, der andere macht mehr Spaß. Oder kriegen Sie vielleicht einen Vibrator mit Matura? Ich kriege zum Beispiel einen Doktortitel. Also der Mann jetzt, der war so gescheit, der hat die ganze Zeit nur geredet. Sonst hat er nichts gemacht. Er hat über die Klimawärmung geredet, ich wollte mit ihm unter die Daumen decken. Er hat über die Kuba-Krise geredet, die war 1962, ich wollte aber 69. Ja, aber lasst sich Zeit, gell? Er hat geredet über das Feuer und das Moossterben, ich wollte nur mehr loswerden. Apropos, ich habe gestern ein Los gekauft. Hey. Bitte, das Los war wie mein Mann. Ich habe ihn aufgerissen, dann muss leider kein bin. Aber weil ich gerade vorher vom Vibrator gehört habe, bitte welchen Vibrator würdet ihr kaufen? Den mit Stift und Warte ist das Ergebnis sehr gut oder doch besser befriedigend. Also wenn der jetzt von lange daherkriegt, der schickt mich und dann wird die anderen nein, klar, der mag tauschen. Oh, Moment mal, ich kann was. Ich krieg den wieder, gell? Ich krieg wieder da. Schnuckri! Geleckre, wo bist du gewesen? Bist du die Erika? Ja, logisch, hey! Ich such dich schon überall, wenn die zweite Hälfte hat schon längst begonnen. Komm, die Leute warten ja da draußen. Was mit uns? Oder darf ich dir vorstellen? Was? Hast du keine Couch, ey? Couch? Nein, sicher nur so ein Stativ. Aha. So, du bist also die Erika. Ja, logisch. Und du nicht, ne? Was? Und du nicht? Ich bin der Tricky Nicky. Ja, Tricky. Oder Nächte. In echt? Ja, Nächte. Nicht, heißt ich eigentlich Nikolas. Nikolas. Ja, Nikolas. Den Namen kennt ich keinen. Griechisch. Nikolas. Griechisch. Oh ja. Aber Französisch ist nicht besser, gell? Liebe Erika, vielleicht stell dich doch bitte mal vor, erzähl mal was aus deinem Leben. Okay, grüß euch, ich bin's, die Erika. Ja, ich bin noch so eine Strenge. Ja, ich krieg aus dem wunderschönen Tirol, aus dem Zillertal, kennst du das? Natürlich kenn ich das Thema. Cool. Ja, ganz genau, da kriegen wir das Dux. Und in Dux, da gibt's eine Tenne, und in der Tenne, da wurde den Hirs kennengelernt. Und hier? Ja, den Hirs. Und der Hirs hat 16 Kühe, 13 Schädel und 10 Zentimeter. Schickst du das? Ja, also ist er glücklich verheiratet? Na, natürlich nicht. Wieso? Na, der tot ist. Was heißt, er ist gestorben? Ja, und dann ist er schon er ist total lustig gestorben. Was meinst du damit? Na ja, schon es war Frühling, es war dunkel, ja, und die Melkmaschine, die war hin.
Ja, und die Kühe, die dann markieren wird. Die Kühe waren markiert, gell? Ja, auf der alten markieren wird. Also der alten Kühe. Und die Melkmaschine war kaputt. Logisch. Ja, und der Hirt, der soll es reparieren. Ja, der Kalkut da, weil er nicht tust und sowas draufstecken soll. Checkst du das an? Ich befürchte fast. Ja, und ich bin genau da in Stollen. Ja, und das ist dunkel war, und den Stollen eingeschalten. Ah, nein. Sag nicht zur Melkmaschine. Doch, das war's dann. Und er soll am das letzte auszucken. Nur der Tiroler Hut, der ist da, okay. Das ist ja schrecklich. Wieso? Mit Tiroler Hut ist ja nichts geschehen hier. Also Erika, du hast offensichtlich das Talent, schreckliche Geschichten lustig zu erzählen. Ja, Tirolerin halt, gell? Was hast du denn noch so für Talente, um ein neuer Partner zu werden? Moment, nein. Ich sollte kein Nein nehmen. Ich sollte dann tanzen. Verstehe jetzt nicht, wovon redest du? Wieso? Wovon redest du? Da ist ja gesagt. Meinen alten Bühnenkollegen, Bühnenpartner Nebel, den gibt es nicht mehr. Geh lecker! Was ist mit denen los? Erkläre ich dir später, ich habe gehofft, Sie müssen in der Pause vergessen. Was denn? Dann erkläre ich dir später. Also, schau, das gibt's nicht mehr. Ja? Und ich brauche im Prinzip für die neue Show einen neuen Partner bzw. eine Partnerin. Ich bin ein Knädel. Wieso? Naja, ich habe in der Zeitung gelesen, Partnertausch. Ja, und da bin ich hier, der das noch erkennt, gell? Und seitdem der Hirsch gestorben ist, habe ich selbstständig noch. Selbstständig. Ja, die Partnerständig selbst noch. Ja, check ich. Verstanden. Und wie hast du das gemacht? Schau her, weil ich in den Hintern. Nein, ich meine, wie du dich selbstständig gemacht hast. Ach so, das hat der Fleisch noch drin. Naja, ja, alles. Und dann? Echt? Ja, ich habe die Scheitel noch wahrscheinlich dann rausgekraut und die anderen Scheitel eingelassen. Das heißt, du betreibst jetzt einen Sadomaso-Stall in Tux. Ja, nicht. Und das heilt ich. Lass mich raten, die Melkmaschine. Ja, da kann ich hier kommen gleichzeitig bedienen. Sag mal, Erika. Ihr lacht's nicht so, na? Das ist gut. Wer kommt denn da so zu dir als Kunde? Naja, das ist ganz verschieden, gell? Also, ich setze alle recht herzlich eingeladen, gell? Solltet ihr mal in Duck sein, dann fragt einfach nach Erikas strengen Hüttengardi. Und du Schnuck, du kennst die Gartenstunde. Mit dir? Na, mit der Melkmaschine. Ich singe jetzt einen Kirchenchor mit. Im Kirchenchor? Ja, im Kirchenchor. Da singen 36 Leute mit. Echt? Ja? Die kommen jetzt alle zu dir, die 36. Na, nur einer. Wer? Unser Hochbirn. Der Pfarrer. Ja, der gibt sich sogar das Kreuz und Dumpf.